Alle reden, keiner sagt doch jetzt. Komm, Jetzt sag redet denen mal. Jetzt redet wir. Herzlich willkommen, Leroy. Das ist unsere Dritte alleine. Nein, die vierte. vierte Folge. Ja. Vierte Folge allein. Nein, eine war mit der Noemi. Eben 4 alleine. Das ist die vierte, wo ich jetzt alleine da bin. Was haben wir? Zuerst über dich, Mann und Daten, dann Mann die und Bonus. Dating, dann die Bonusfolge Und das ist die vierte. und das ist die vierte, genau. Es gibt eine Folge, die nur auf Spotify ist. Daten und Beziehung, irgend so etwas. Recht gut angekommen. Und jetzt machen wir eine nächste Folge. Über was machen wir die Folge? Du hast ein bisschen Umfrage gestartet. Ja, ich habe mir einfach die besten Picks rausgenommen. Die besten Themen. Und ich glaube, einfach talken, Bro. Okay. Und dann schauen wir, wo es hinführt. Also, wenn wir mit dem anfangen. Hast du das schon mal gemacht mit mir? Das Nein, Bro. Dann zieh eine. Jetzt 1, muss ich 2, Englisch 3. rauscatchen. Ja, aber du kannst auch auf Deutsch. Nimm 3, Alter. Wir kennen das nicht seit gestern. Also 3, Level Ah, 3. 3, da ist 3. Nimmst du die? Eins. Okay, let's go. Willst du anfangen? Wie kann ich dir helfen? Einfach so ist Einfach das. so. What can I help you with? What can I help you with? Ist die Deutsche sagen. Ja, Bruder. Einfach reden, Bruder. Einfach reden. Ich glaube, ein Mensch, der Sido hat es mal gesagt, ein Mensch braucht nur ein Ohr, das zulässt. Sido hat das gesagt? Ja. Okay. So, und das vergessen wir einfach. Okay. Und das brauchst einfach langt? Ich glaube in erster Linie ja. Und wenn Also wenn es um Menschliche geht. Weißt du, was ich meine? Aber es gibt ja ab und zu Sachen, wo du nicht reden kannst. Oh, da gibt es viel. Eben, ja. Ich habe gerade gestern eine Lektion gehabt, Bruder. Mit So. Drini und Loco. Ja, gell? Ja, Bruder, über Erziehung. Über Erziehung. Vom Kind. Vom Kind, ja. Und Ja, weil ich tick anders als sie. Ich habe halt eher so das Gefühl, oder ich mache mir eher den Druck, dass ich will, dass die Leila heimgeht am Sonntagabend und sagt, ey, es war cool gewesen. So. Ohne Okay. Konflikt. Ich gehe ihr so gut es geht am Konflikt aus dem Weg. Okay, und sie haben das beanstandet? Sie haben gesagt, du brauchst den Konflikt mit ihr. Okay. Weißt du, für die Entwicklung und alles. Eigentlich vollkommen recht. Ja. Ich arbeite seit 13 Jahren mit Kindern. Aha. Ich weiß, dass sie komplett recht haben. Ja. Also ist halt, für mich ist es schwieriger, wenn ich sie 2 Tage habe. Ich finde aber auch, ohne jetzt die zwei zu fronten, sie können dort nicht mitreden, weil sie beides in einer intakten Beziehung sind und Mutter und Vater die ist mit dem Kind. Ja, aber es war nochmal jemand dabei, der nochmal ein Kind hat, das auch getrennt ist. Und er hat die gleiche Meinung gehabt. Ja. Okay. Aber weißt du, wie ich meine? Sie können bei dir nicht mitreden, also ich meine jetzt der Loco und der Drini, weil für Leute, die geschieden sind, ist es halt schon schwieriger. Ich weiß, was du meinst. So, wenn sie schon 2 Tage da ist, soll sie es nicht verbinden mit, ich habe mit Papi diskutiert, er hat mich das nicht machen lassen. Du willst einfach, dass sie schöne Erinnerungen collected Ja. und dich auch immer mit dem assoziiert, dass du ein guter Vater bist, weil sie bei dir gelacht hat, gespielt hat, neue Sachen entdeckt hat, etc. Das Ding ist, dabei ist also für die Entwicklung vom Kind ist ja der Konflikt und Streit auch wichtig. Extrem, ja. Ure wichtig. So eben, ich mit meiner Ex-Frau ja immer wieder das Thema, dass sie die Heim am Ragen ist sozusagen. Die hat Ausraster, weißt du. Okay. Und da kommen dann noch andere Faktoren dazu, die halt bei mir nicht sind. Aber es ist halt gleich, bei mir gibt es das nicht. Aber das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, weil ich ihr dann gleich das gebe zu 90%, wo sie möchte. Es gibt Sachen, die einfach gerade nicht möglich sind. Ja, Wenn sie eh. mir jetzt sagt, am 3 am Nachmittag, ja, ich will jetzt mal in den Zoo. Und Ja, sie um 6 Uhr nachher heimgeht. Geht's nicht. Dann kann ich ihr das erklären und dann sage ich, hey, wir gehen das nächste Mal. Aber fällt es dir schwer, ihren Wunsch abzuschlagen? Ja, Schon, gell? maximal. Wie gehst du selber damit um dann? Wenn etwas nicht klappt, Ja. wir machen es dann nächstes Mal, wenn sie bei mir ist. Nein, wie machst du aus in deiner Gefühlswelt, so für dich? Aha. Kommt dann das, fuck, ich habe sie enttäuscht,
Nein, habe das jetzt nicht nicht. diskutiert. Also, wenn ich ihr dann das kann erklären, wie eben mit dem Zoo, was auch immer, dann ist gut. Dann sagt sie, okay, ist gut. Und dann weiß sie das und sie geht dann heim und sagt dann die nächsten 2 Wochen, ja, sie geht dann mit mir in den Zoo und alles. Okay. So. Und ist es mal vorgekommen, wo du einen Disput mit ihr gehabt hast oder so Meinungsverschiedenheit und dann hast du sie wieder abgegeben, sodass die letzte Erfahrung, die ihr gehabt habt, so nicht Streit. Ja, am Sonntag, ja, am HB, sind wir am Lederach vorbeigelaufen. Ja. Und sie hat auch Smarties wählen. Ich so, ich habe jetzt kein Smarties. Und wenn du eine halbe Stunde daheim bist, Aha. du bist in einer halben Stunde daheim, isst, du hast daheim sicher etwas, dann ist es schnell am Rage gewesen. Okay. Einfach am halb 16. Ich so, wow. Und ich habe schon ausgesehen wie ein Penner, weißt du, mit Trainerhosen, wie so ein asozialer Vater. Trainerhosen, Cap, Kapuze da oben. Okay, okay. Und es war schwierig, dann, wo du heimgegangen bist? Mit dem Gefühl umzugehen? Nein, nachher ist dann mehr oder weniger gut gewesen. Okay. So. Aber es ist gleich, ich glaube, so ein Wunsch abschlagen. Sie bekommt ja eigentlich schon alles. Ja, eh. So, Also, weißt weißt du, du, versteh mich nicht falsch. Es ist auch nichts Falsches, Nein, nein. ihnen die Smarties nicht zu geben. Es ist Nein, schon nein, richtig, nein, Kollege. was ich wollte sagen, sie bekommt eigentlich bei mir schon alles und dann fällt es mir wie nicht schwer, wenn jetzt etwas Kleines wird. Das ist nicht etwas, wo sie jetzt gerade weißt, braucht, wie ich möchte Malstift oder so, weißt du. Ja, so, oder ich habe Zahnweh, schick mich Smarties, zum Zahnarzt. Das weißt ist du, jetzt Smarties nicht ist elementar. für mich so, das brauchst du nicht, du hast schon Süßes gehabt. Ja. Aber weißt du, wenn sie zum Beispiel etwas sehen und ich weiß, sie wird hure gerne mit dem Spiel und sie hat dann Sorge, dann ist es wieder etwas anderes. Und Ja. ihr den Wunsch wieder abschlagen. Ja, und es ist auch wichtig, dass an einem Kind nicht alles in den Arsch zu stopfen, was es will. Oder? Es muss ja auch Nein lernen. Also eben, ich bin nicht Vater, aber eben, du tust sie mega verhätscheln, wenn du alles das tust, was sie wollen. Wenn sie keine Grenzen kennen, irgendwann sind sie erwachsen, haben noch nie ein Nein gehört und dekompensieren, gerade beim ersten Nein, wo sie hören. Ich glaube aber, dass sie bei mir es weniger Nein gehört als bei der Mutter. Ist das ein Anspruch an dich selber? Nein, das ist einfach. Ich weiß, ich bin nicht der strenge Vater. Okay, So. okay. Willst du auch nicht sein? Nein, ich bin selber nicht dazu aufgewachsen. Ich kenne es nicht. Okay, Ich bin nicht mit strengen Eltern daheim aufgewachsen. okay, okay. Wie ist der Disput, also wie Disput nicht, aber wie ist die Diskussion nachher jetzt geendet mit dem Loco und Rini? Mega lang mit noch, weißt, über Kommunizieren allgemein, über Entwicklung vom Kind. Das ist gut, gell? Loco, seine Tochter ist ja älter. Ja, sicher, So, ja. und, aber ich sehe ja dort, wie sie weißt, zu ihm ist. Und da muss man schon sagen, es ist schon schön. Extrem. Also ich ist finde schön. auch, der Loco hat eine mega schöne Beziehung zu seiner Tochter. Und ich finde, sie ist mega gut erzogen. Und ja, es ist dann ein bisschen harsch geändert, weil ich bin dann heim, ich war harsch gewesen und aber es sind viele Sachen, wo ich mir dann auch haben müssen überlegen, weißt. Okay. Also müssen ja, nicht so, dass es jetzt keiner sagt, ey, du machst alles falsch. Nein, nein, sicher Weißt nicht. Er hat eine Meinung, du hast eine Er- Meinung, aber vielleicht hast du etwas nicht gesehen, wo er anspricht und dann bist du halt und denkst, du stimmt, man. Aus dieser Ebene habe ich das noch gar Es nicht ist einfach betrachtet. nochmal jemand dabei gewesen, wo ohne Vater aufgewachsen ist, beziehungsweise wo nicht so präsent war und ihm alles gegeben hat, wo er hat wollte. Ah, okay. Und Also er hat so, dann wie halt seine Sicht erzählt Ja, als ja. Kind und er hat dann wie auch gesagt, weil ich halt immer alles bekommen, ist wie so der Respekt nicht bisschen flöten gegangen, ja. vorhanden gewesen, weil es hat ja nie ein Nein gegeben oder... ja, und wenn du natürlich probierst, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich drop's jetzt einfach in den Raum, korrigiere mich, wenn du Zeit nicht aufwenden kannst für dein Kind, Liebe, Spielen zusammen, was auch immer, und das versuchst zu kompensieren mit Geschenke. Geld, Geschenken und ich ermögliche dir alles in Arsch, tut es die Zeit, die du nicht fürs Kind hast können aufbringen, das nicht wie wettmachen, oder? Ist so. Heavy. Die Box ist noch geil, eh? Ich habe noch nie mehr mit dieser Box. Ja, aber siehst Das erste Mal. siehst eine Frage schon. Jetzt kommt dein Englisch. Ich sag's auf Deutsch, Bruder. Ist mir scheißegal, Bruder. Für alle euch, ja, es gibt Menschen, die sind Mischling und die können nicht so perfekt Englisch. Weil die das einfach nie in der Schule hatten. Einfach so. Danke. By the way. Glaubst du, dass... Was?
Hast du schon mal Zitronenmelisse gegessen? Nein. Nicht? Oh, fein. Und Pfefferminz. Frisch aus dem Garten. Da, Bruder, mach du. Oh Ich Gott. muss sagen, andere catchen, Bruder. Denkst du, dass jeder eine Bestimmung hat? Und denkst du, dass ich meine gefunden habe? Ja, das ist Bestimmung. Ja. Aber ich muss auch sagen, zu deiner Verteidigung, das kommt aus China. Ab und zu ist es so 1:1 übersetzt. Und also ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen wird oder ist, aber es steht: Do you believe everyone has a calling? If so, do you think I found mine? Bist du ein bisschen abgeschnitten dort? Kann das sein? Oder ich ganz hinter der lehnst nicht, oder? Ich bin auf dieser Seite, das ist gut, oder? Ja, ja. Nicht, dass die Leute nachher wieder motzen. Boah, glaubst du daran? Ich glaube, jeder hat wie eine Aufgabe auf der Welt, ja. Okay. Ja. Und glaubst du, hast deine gefunden? Nein. 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 Suchst du nach der oder denkst du, hinter dir ist eine riesige Spinne? Hast du Angst vor Spinnen? Nein. Schau mal, siehst du die? Nein, also sie ist nicht gerade hinter dir an der Wand dort. Ah, die ist am Fressen. Riesenteil, ne? Einfach Zitterspinnen. Einfach am Hängen. So Hey, Ures. die Spinnen und so sollten wir eigentlich nicht töten. Ich bin voll dafür im Fall. Fangen die und lassen die einfach raus. Die Spinne kann nichts dafür, dass wir Menschen da Häuser gebaut haben, Alter. Aber Ich das bin da ist- kein Grünaktivist, ich esse auch Fleisch. Ja, ich esse sehr gerne Fleisch, aber Lassen wir nicht man mal muss wieder nicht aufmachen. unnötig Tiere töten, nur weil sie einen stressen. Ausser Mucke, weil die greifen dich an, Bruder. Wenn jemand mein Blut will, ich hol dein Blut. Das ist kein Problem. Aber Spinnen... Scheiße, muss man machen. Also, sorry. Ob ich sie suche? Denkst du, man muss... Du sagst, jeder hat eine Bestimmung. Ja. Denkst du, man muss die suchen, aktiv? Denkst du, sie findet Nein. einen? Ich glaub, sie finden einem und ich glaube, es wird dir irgendwann bewusst. Okay. Ja. Ich glaube, es wird dir bewusst, wenn du dann... Ich glaube, es ist ein Prozess, der sehr, sehr lang kann sein. Okay. Bis du mal merkst, hey, das ist eigentlich meine Bestimmung. So, es gibt Okay, Leute, okay. keine Ahnung, es gibt Leute, die dann voll leben, Party, dies, das, pipapo, und dann irgendwann merken sie, dass irgendetwas falsch ist oder für sie nicht stimmt. Und dann gehen sie zum Beispiel ins Kloster und sagen, hey, das ist jetzt mein Leben, das ist jetzt meine Bestimmung. Und die leben bis zum Schluss nach im Kloster. Das gibt es auch. Weißt du nicht? Ist das dann einfach Ich deine glaub, das ist Bestimmung nachher oder eine ist das dann Flucht einfach oder eine Überkompensierung von etwas, was du gemacht hast? Ein kleines Beispiel. Es gibt Leute, die voll kriminell sind, Drogen verkaufen, dies, das, Ja. richtige Haramis sozusagen. Und dann auf einmal sind sie voll religiös. Ob das jetzt Christentum ist, Islam, Judentum ist ja sei dahingestellt. Und ich finde, das ist eher so eine Überkompensierung. So wie, ey, ich habe viel Scheiße gefressen, jetzt muss ich ein bisschen übertreiben, um das Gleichgewicht wie haben. Ich glaube, es ist eine Bestimmung, weil das sind ja gleich nachher Leute, die sich mit dieser alten Zeit, Vergangenheit eigentlich auseinandersetzen. Ich glaube nicht, dass es eine Flucht ist. Okay. So, weil sie gehen ja dann mit dem um und dann es immer wieder ansprechen. Weißt du, was ich meine? Ja, Also du kannst ja nicht von etwas flüchten in meinen Augen, wo du immer wieder thematisierst. ja, es geht. Also Ausser jeder dein normale Schuldenberg ist so groß, dass du vieles zum Kompensieren hast. Du bist jung, kommst in die falschen Kreis, bist kriminell, schlägst Leute ab, weil das deine Kollegen von dir erwarten. Dies, das, bist im Knast. Und irgendwann, wenn du dann Zeit hast und es ruhig ist, meistens dann in der Zelle, kommt die Erkenntnis, dann kommen die Leute und sagen, ey, du musst religiös werden, das ist der einzige Flucht. Weil Religion ist ein riesiges Thema, was uns alle noch beschäftigt. Obwohl es so alt ist, hat es eine mega Daseinsberechtigung immer noch. Und dass du dann denkst, ey, voll, ich muss das wie machen und lass dich wieder influenzen. Blöd gesagt, zum Schlechten hast du dich schon damals influenzen lassen, jetzt lass dich zum Guten influenzen, was ja nicht verkehrt ist. Aber ich frage mich dann, oft ist es Überzeugung oder ist es einfach nur Ausgleich wollen schaffen? Ich glaube, es kann ein Mix von beidem sein. Ja, ja, fix. Ich glaube, der Mensch oder die Person ist von Anfang an überzeugt und er steigert sich dann einfach hier. Okay.
Okay, okay. Umso mehr du auch weißt, desto mehr steigerst du dich rein, desto mehr Sinn macht es für dich. Nochmal ein bisschen Dings. Ich bin da nicht irgendeiner, der Religionen verflucht. Ich sage immer, wenn es einem Kraft gibt, ist es wunderschön, oder? Man sollte danach leben. Ja, sicher, ey. Die Werte, so, die eigentlich vermittelt werden sollten, wenn man es nicht falsch macht, sind ja schön, oder? Respekt und Nächstenliebe, Frieden auch. Frieden etc. Das ist ja schön. Die Frage ist einfach, wie man es auslebt. So, bevor ich attackiert werde. Von allen Seiten. Aber auch wenn, juckt es mich nicht. Willst du nochmal eine Karte machen? Ist schon geil, ne? Wir können auch eine Folge mit Karten Also, machen, machen wir. Bruder. Machen wir. Ich muss nur schnell schauen, ob der aufnimmt. Meine Paranoia kickt her rein. Ja, es nimmt auf. Was hat dich am meisten über mich überrascht? Ich glaube, wenn man dich sieht, so rein Erscheinungsbild, kann auch sein, vielleicht so, wie ich dich getroffen habe. Bruder, ich bin ins Studio, du bist dort gewesen. Wie gesagt, du bist ein Mischling, du bist gross, du hockst dort, hörst Musik. Ich habe vielleicht gedacht, du bist oberflächlicher, als du eigentlich bist. Du bist ein mega tiefer Mensch, finde ich. Du bist ein mega nachdenklicher Mensch. Du hast viel erlebt, du hast viel Scheiße gefressen und du versuchst, das immer wieder so aufzuarbeiten. Du sagst ja, du hast eine schwierige Kindheit gehabt, das Folge 27. Und das hätte ich dir nicht gegeben am Anfang. Vielleicht. Weil eben so, dass du kommst mit deinen Baggy-Kleider, mit deinem Cap, machst deine eigenen Kleider. Übrigens, der EHZ hat auch oft da bestellt. Leroy's Liebe Clothes. Grüße am Harber. Dass ich vielleicht denke, du bist jemand so, hast ein Problem, saufst einfach eins, kiffst einfach eins, Problem betäuben, so nicht nachdenken. Aber du bist ein mega nachdenklicher Mensch. Und versuchst so wie eine bessere Version immer von dir zu sein. Du hast deine Box, hat jeder, habe ich auch. Aber du bist reflektiert. Was das wiederum charmant macht, dass du Box hast. Weil du es ja siehst und nicht das versuchst mit Narzissmus zu übertönen. Küsst vor dein Herz, Abi. Geredet, wie ein Löwe vor der Herde. Ja, Ja, Mann. so. Was hätte ich stelle dir die Frage, ich tue dir die UNO Reverse Karte auf den Tisch. Was hat dich am meisten überrascht? Also das erste Mal von dir habe ich gesehen, wo du den Podcast gemacht hast mit dem Hero. Ja. Dort haben die das Thema auch gehabt über Japan und den Druck von ihnen mit Ferien, wieso sie so viel Fotos hat. Aha, Dort, ja, Das war genau. genau die Folge. Folge 14. Genau. Dann habe ich dich das erste Mal gesehen, nach. Was war es dort? Ist das nicht dort im September, wo oben dran die Vernissage war, zum so Kinder sein, wo sie die. Kann sein. Also ich bin dort gewesen, ja. Nachher sind wir ja alle im Studio. Ja. Dort habe ich das zum ersten Mal gesehen und dort haben wir zum ersten Mal auch so face-to-face halt. Und du bist, was mich am meisten überrascht hat, ist, dass du ein sehr Herzensmensch bist für Leute, die du nicht kennst. Mhm. So. Also, wenn man weiß, man hat es cool mit dir, wenn wir reden miteinander, dann du gibst schon ganz viel Liebe für jemanden, wo du nicht kennst. Ja. So. Das hat wahrscheinlich aber auch jetzt so, weil es halt auch ein bisschen so, wir haben das gleiche Umfeld oder das ähnliches Umfeld. Mhm. Dass du einfach dann sagst, ja, er ist auch ein Bruder, ja, komm, fertig. Weißt du, Fix, was ich meine? fix. Aber es ist gleich nicht so zum Erwarten. Ja, voll. Weil ich bin zu allen korrekt. Ich kann auch nicht sein zu jedem. Ich hoffe, dass ich es bin. Ja, bist du. Aber ich gebe nicht so viel Love jemandem, wo ich nicht einmal den Nachnamen weiss. Voll, Weißt du, was ja, ich meine? voll. Hat etwas, ja. Ja. Und das ist schon, wenn man jemanden anruft und ich kann dich nur heute schauen und er will mir seine Probleme sagen, bin ich schon so, ich höre schon zu. Ich versuche dir einen Rat, ich telefoniere auch eine Stunde mit dir, kein Ding. Und das hat man gemerkt. Ist auch ein bisschen meinem Job geschuldet, glaube ich. Also ich bin schon so ein Mensch, ja, bin ich. Ist auch meinem Job geschuldet, auch, dass ich halt gut zuhören kann. Also wie soll ich sagen, es ist so ein bisschen eine Gabe, die ich habe, mit fachlich, wo ich jetzt auch unterbuttern. Und darum denke ich so, wie du eigentlich auch gesagt hast, jeder braucht ein Ohr zum Zuhören. Dann denke ich, hey, ich höre dieser Person vielleicht eine halbe Stunde zu, kann vielleicht das mega Problem lösen oder ihm einfach wie zeigen, dass ich da bin, dass ich mir die Mühe schon mache.
Wenn ich aber nicht die gleiche Liebe zurückbekomme, bleibt es meistens bei einem Gespräch. Ja. So. Also ich gebe mega viel Liebe, aber wenn ich das dann nicht zurückbekomme, kann ich auch mega schnell kalt werden. Aber wenn die Person dann wieder kommt mit einem Problem und brüllt und so, kann ich auch über das wegschauen und hilft ihr wieder. Ja. Ich bin einfach zu nett. Das ist wirklich so nett. Und ab und zu zu fest Arschloch. Ich kann es nicht regulieren. Ab und zu drückt Ich das mehr überlass durch. nicht. Ja, ab und zu drückt das mehr durch. Wir gehen nur ins 3, ne? Wir gehen nur ins 3. 3. Willst du anfangen? Weil ich habe dir die Frage ja wieder gestellt. Oder soll ich? Mach du. Also. What do you reckon? Was tust du mir raten, was ich loslassen sollte? Wenn es alles könnte sein. Vielleicht etwas, wo du mich siehst und sagst, Bruder, das tut dir eigentlich nicht gut. Oder die Charaktereigenschaft, du machst dich müder, als es sein müsste. Gibt es so etwas? Oder denkst du, you are flawless? Das Ding ist, ich hätte jetzt prinzipiell gesagt, dass hör auf, allen zurecht zu werden. Oder immer da sein für jeden. Aber das Ding ist, ich kenne ja viele auch, die du kennst. Und ich weiß, dass es eben Leute sind, die geben das zurück. Ja, ey. Weißt du, ich meine. Und darum, ich sage immer, ein Mensch soll immer zuerst auf sich schauen. So. Aber wie ich dich kenne, habe ich das Gefühl, dass du eigentlich recht in der Balance bist. Wie mit vielen, weil du auch ein Mensch bist, wenn du, wie wir haben auch schon einen Verfolg geplant haben. So, hey, und nachher sagst du mir, hey Bro, du hast keinen Bock. Ja, voll. Weißt, also du hast ja die Balance. Ja, das heißt, ich auf meine Bedürfnisse zuerst So. los, bevor ich auf andere schaue. Es ist schwierig, zum etwas jetzt finden, um dir zu sagen, Ja. das. Ja, ich glaube, du meinst eher so. Das Ding ist, alles, was du ja machst, das machst du dann, wenn du es brauchst. Ja, Ob voll. das jetzt das Malen ist. Ja, weißt du? eh. Aber du meinst so, tu ab und zu nicht deine Energie verschwenden für Leute, die es nicht zu schätzen wissen, falls das der Fall ist. Ja. So, eben, du weißt ja nicht, du kannst ja nicht das ganze Leben. Ja, aber eben. so als Tipp, so, ab und zu kannst du mehr Energie saugen, als es dir eigentlich dann zurückgibt. So, okay. Get that point. Erzähl, Bruder. Soll ich es dir übersetzen? Ich habe das Gefühl, die Satzstellung macht dann nicht grossen Sinn. Bro. Nein, sag. What answer of mine made you light up? Ich glaube eher so, was für eine Antwort, wo du mir gegeben hast, hat mir ein Aha-Erlebnis gegeben, so ein bisschen. In dem Sinn. Einfach etwas, das ist ja ähnlich wie jetzt mir vorher. Kommt sie andere. Danke, China. Soll ich mal die Kamera wieder anstecken? Ein bisschen? Ich bin überfragt. Aber die leuchtet rot dort. Ist das gut oder schlecht? Das links da, Ja. das ist das Zeichen, dass es aufnimmt. Das ist in der Regel gut. In der Regel. In der Regel ist das In der Regel. Hat sie nicht dort angeleuchtet, was noch die Bonusfolge auf Spotify gegeben hat? Doch, es hat ja aufgenommen. Eben, in der Regel. Nein, es hat aufgenommen, Ja. aber es ist Nein, ja... das Bild ist so verschwunden. Es ist so verschwommen gewesen, Ja. plus hat das Licht nicht gelangt. Ja, Also ich sage euch, ich habe die Sony Alpha ZV-E10 irgendetwas, ich empfehle die Kamera niemandem. Ich habe mega viel Geld gezahlt, also mega viel, ich glaube 600 oder 800 Stutz um das herum. Entweder hat's ist es zu heiß, dann stellt es ab. Wenn ich es nicht ansteckt lang am Akku, schaltet es ab, weil es keine Ahnung, kein Akku hat. Also lasche diese. Gibt es etwas, wo du von mir hast können lernen und du auch immer wieder darüber reflektiert hast? Ja. Boah, das ist so schwierig, was ich von dir gelernt habe. Ich glaube, du lernst in jeder Beziehung etwas. Ich glaube, es sind so jetzt eher kleine Aha-Momente gewesen, oder wo wir in einem Gespräch waren und du mir gesagt hast, du machst es so und ich mir dachte, von dieser Ebene könnte ich es auch mal anschauen. Ohne jetzt irgendwie das zu schmälern, aber ich könnte jetzt nichts benennen, wo mir jetzt gerade so auffällt. Was ich so ein bisschen bewundere, ist, wie viel Arbeit du in dich selber reinsteckst.
dich reflektierst und auch mal sagst, hey, Pause, jetzt kommt einfach niemand an mich an. Ich muss es für mich wie klären. Gibt ja auch so einen Moment. Die sind aber meistens lang. Genau. Die sind zu lang und meistens finde ich zum Beispiel Lasten dir nicht helfen, wo du dir vielleicht helfen lassen sollst, aber du machst die Experience selber. Und das finde ich gut, weil mit jedem Jahr wird das vielleicht einfacher und eben, ich muss nicht alles sagen, oh, perfekt, wie du es machst, so in dem Sinn, aber ich finde es schön, wie du an dir selber schaffst und das nehme ich so mit und das verrate ich jedem. Mehr mit sich, mehr in den Spiegel schauen, was sind meine Triggerpunkte, etc. Aber vielleicht nicht nur darüber nachdenken, sondern dann auch Massnahmen planen, die dir dann raushelfen. So, ey, letztes Mal war es so, vielleicht könnte ich nächstes Mal das so machen, weil ich weiß ja, wie ich bin. Ich weiß, wie schnell ich dort reingehe, dass ich mich selber rausziehen kann. So. Dun, 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 dun. In einem Wort, wie würdest du unsere Konversationen beschreiben? Tiefgründig, My man. hätte ich jetzt gesagt. So. Nicht oberflächliche Scheiße. Ich schwöre. Wir haben eigentlich fast die gleiche Frage. Oder Du kannst schon 1, 2 abwechseln, gell? Ich will da keinen Ja, Druck schon. ausüben. Das ist mir gern. Boah, das ist eigentlich eine tiefe Frage, aber es ist wieder auch, ja. Die Frage ist, was ist gemeint mit dem, also also wenn das Spiel vorbei ist, wie wirst du in Erinnerung behalten? Das kann man wie nicht sagen. Ja, schon, keine Ahnung. Weil, Ich weiß nicht, wie die erkennen, dass man schöne Typen ausser das ist eine Frage, die easy spät kommt, weißt du? Weil wenn das eine Frage ist, die nach einer Stunde kommt, dann kannst du Ja, vielleicht etwas voll. holen. Aber blöd gesagt, seitdem die Frage gekommen ist, ich meine, wir haben eher, auch wenn die Kamera nicht an ist, meistens sehr tiefgründige Gespräche. Darum, das Spiel tut jetzt nicht mehr Erkenntnis über dich. Ja, voll. Ich weiß schon vieles oder habe die gleiche Meinung, wie ich früher hatte. What do you think my weakness is? Dass wenn du zumachst, dass niemand an dich ankommt. Ich kann schon Herz rasen, er sagt deine Schuhe oder so. Nein, scheiß Schuhgeschmack. Nein, das. Willst du so beschreiben? Ja, das ist aber auch das, wo ich am meisten höre. Schon. Von anderen auch. Aber auch, wo du selber spürst, am meisten. Ich weiß es ja auch, Ja. dass niemand an mich ankommt, wie im Januar, als ich einen Monat weg war. Unter der Ja, Nacht. genau. Aber findest du das selber gut oder denkst du, ey, ich brauche das? Das ist eine Strategie, die ich brauche, das muss man brauche das aushalten. Oder sagst du so, ich will mir eigentlich schon wünschen, dass ich anders mit dem umgehen kann, bin aber noch nicht weit oder reif genug, das zu machen? Das Ding ist, ich glaube, wünschen wird sich jeder, wo in dieser Situation ist. Weil du weißt, ich bin eigentlich ein sehr sozialer Mensch. Ja, ich mega. bin gerne unter Leuten, ich bin gerne mit meiner engsten Familie. Aber es ist wie so, ich brauche es. Okay. Ich will es wie nicht, dass ich jetzt jemanden wo ich an mich anlassen kann. Ich möchte das in diesem Moment. Okay. Ja. Ja, Ich weiss noch, wann ist es gewesen? Auch im Januar, als ich ja weg war. Aha. Da habe ich eine Woche, bevor wir nachher auf St. Moritz sind, Loco Derdrini und der Fabrizi und ich, haben wir noch eine Woche vorher getalkt, so FaceTime-Gruppe und nachher da war dann so, du bist auch wieder da, weißt du, haben wir auch wirklich schnell Deep Talk gehabt. Schön. So wie so der Talk, so grosse Brüder zum kleinen Bruder, weißt du, er redet dann auch so mit mir so, ey, jetzt reiss dich zusammen, weißt du, so ehrlich, so klar, er weiß Triggerpunkt, er weiß, was los ist, oder er hat es nachher auch erfahren, aber er ist dann gleich so, hey, jetzt einfach zusammenreißen und führen schauen. So. Okay. Weil irgendwann ist gut, weißt du. Aber willst du zum Beispiel, wenn du dich dann so isolierst, willst du, dass die Leute sagen, sich melden, fragen, oder willst du, dass du in Ruhe gelassen wirst? Oder willst du schon spüren, ey, Leute sind da? Ich habe das mal eigentlich, ich habe das mal schon vorher gemerkt, dass es jetzt glaube Zeit ist, wo ich wahrscheinlich explodiere, weil sich so viel aufgestaut hat. Ja. Und ich habe es noch am Senna gesagt, von so, ey, ich glaube, ich tauche
Zeit lang einfach ab. Ja. Also so 1-2 Wochen einfach schnell so unter der Radar zum Tanken. Ja, ist dann gleich ein bisschen alles anders, was ich will. Aber willst du denn, dass die Leute dir dann schreiben? Oder willst du so wie, ey, ich will, dass die Leute sich um mich sorgen? Nein, Oder so... gar nicht. So, ich möchte wie nicht, dass Leute mir... Also das Ding ist, ich glaube, was ich dann vergesse, dass es dann eben dann gleich viele Leute gibt, die dann nämlich einfach auch schreiben, dass es geht, wo bist du, gehen wir raus, gehen wir etwas trinken, gehen wir Spurs, was auch immer. Oder ey, komm ins Studio, wenn ich halt dann nicht reagiere, dann gibt es eine Kettenreaktion. Okay. Dann ist es eben. Und eigentlich kann ich das vermeiden und habe es im Sinne dann wie gesagt, weil ich genau gewusst habe, dass wahrscheinlich die nächsten Leute ihm schreiben, was laufen wir mit dem Leroy, und er kann dann sagen, ey, er hat gesagt, er braucht schnell Zeit und dann ist gut. Okay. Weißt du, ich meine? Ja, ja, Weil ich bin nicht ein Mensch, der sagt, ey, auf Instagram so, ich tauche jetzt ab. Was soll ich das posten? Ja, das ist eh so. Leute posten Weißt so du, im Spital ein Bild, dann schreibst du, was ist? Nichts. Weißt Was du, ich mein, postest du so. denn, Mann? Ich hasse Weißt du, ich so, mein. so das Aufmerksamkeit geile, weißt du, das ist eben meine Frage gewesen, weil ich habe dir geschrieben, du hast gesagt, das geht dir nicht gut. Und ich habe gesagt, wenn du reden willst, Ja. kannst du dich jederzeit melden. Und dann habe ich mich nicht mehr gemeldet. Ja. Weil ich finde, es ist so wie in der Verantwortung des Menschen, weil wir sind alles erwachsene Menschen. Klar, jeder hat seine Triggerpunkte, jeder hat das, was ihn stört. Aber wenn du ein Problem hast, dann erwarte ich auch, dass du wie zu mir kommst. Oder? Und ich will dir auch nicht deine Eier stressen, weil ich weiß nicht so, wenn du mir sagst, blöd gesagt, ich brauche Ruhe, dann denke ich nicht so, ey, meint er das echt oder will er jetzt mehr Aufmerksamkeit? Dann bin ich so, okay, er will Ruhe, ich lasse ihn in Ruhe. Und wenn etwas ist, wirst du mir schreiben, und so ist es ja gewesen, oder? Und ich will nicht, dass man das wie falsch versteht, dass du denkst, ey, schau, er hat sich nie um mich gekümmert, er hat mir nicht geschrieben, weil eben, ich habe dir geschrieben, du hast gesagt, ich will Ruhe, und ich habe gedacht, easy, weißt du? Ja. Fair enough, tue ich respektieren. Würde ich auch wünschen, wenn ich das machen würde. Ja. Aber es gibt viele Leute, die es appellativ machen, wie du sagst, auf Insta, ich bin jetzt 2 Monate nicht erreichbar und so. Oder denkst du so, Bro, wer hat gefragt, Alter? Wer hat gefragt, weißt du? So. Ist nicht Ja, so. das gibt's viel. Okay. Was bringt dazu, führt dazu, dass du dich vulnerabel kannst zeigen? Wie kann ich mehr davon erfahren, von deiner Vulnerabilität? Fragen. Ja, gell. Ich bin ein offener Mensch. Voll. Und der Vibe muss stimmen. So, freigeben. Ja. Und du erzählst es aber auch nicht jedem, oder? Es gibt Sachen, die ich sicher erzähle, wie das zu mir gehört. Das ist kein Problem. Aber es gibt dann natürlich schon Sachen, die ich nicht jedem erzähle. So, ich meine, die meisten Leute wissen, ich habe ein Kind, ich bin geschieden. Mehr müssen nicht wissen zum Teil. Ja, sicher. Weißt du, was Geht ja nicht sonst jeder noch an. gelaufen ist und was einmal, das wissen meine Homies, Brüder, Kollegen. Mehr. Ja, Es ist nicht relevant für die Ja, Person gegenüber. Ja, voll. So, weißt Voll. Eben, man muss seine tiefsten Geheimnisse, seine grössten Ängste jedem irgendwie aufdrücken. Das teilst du mit einer Handvoll Leuten, wo du willst, dass sie es wissen, dass sie dich besser verstehen. Aber blöd gesagt, jetzt ein Mitarbeiter im Geschäft muss es nicht unbedingt wissen. Nein, fix nicht. Welche Frage fürchtest du am meisten vor der Antwort? Also welche Frage ich am meisten fürchte? Also, nein, ja, eigentlich richtig. Also, Von welcher Frage hast du am meisten Antwort Angst? von der Antwort? Nein, sie zu beantworten. Verstehst du? Hä? Das ist ein bisschen verletzt in deinem englischen Stolz. Ich habe es gemerkt und ich so, man, das jetzt korrigiert und er es nicht gecheckt hat. Von welcher Frage hast du am meisten Angst, sie zu beantworten? Ist mir zu tief, ehrlich gesagt. Ja. Können wir nach der Kamera besprechen, weil ich jetzt voll keinen Bock. Jetzt haben wir gerade vorher geredet, man muss nicht allem jedem erzählen und jetzt mache ich da meine grösste Angst links auf. Muss nicht sein.
Was ist also was denkst du, was das Wichtigste ist in deinem Leben? Ja, ist eigentlich klar. Das Wichtigste in meinem Leben ist, was hast du gesagt? Von Familie? Ja. Das Wichtigste ist für mich Familie, aber ich zähle zu meiner Familie auch meine engsten Freunde. Also wichtig ist, dass wir in Harmonie leben. Klar, dass jeder gesund bleibt. Dass Leute, die uns böse gesinnt sind, aber gute Mienen zum bösen Spiel machen, uns fernbleiben oder die Zeit sie von uns abnabeln wird. Ja, es ist banal, aber es ist, finde ich, elementar oder essentiell, dass Familie glücklich ist, körperlich sowie psychisch gesund ist. Ja. Und dass ich auf dem Sterbebett liegen kann, ohne zu sagen, hätte ich doch das probiert, hätte ich doch das gemacht. Das ist genau beim Live auch gesagt. Ja. Also genau das Thema Ja, hast du genau. angesprochen. Genau, ich finde es mega wichtig, weißt, wir haben ein Leben, es ist limitiert, aber unsere Möglichkeiten sind nicht limitiert. Ja. Und das muss uns wie bewusst sein, oder? Und wenn wir uns die gesellschaftlichen Normen unterdrücken oder sie so überhand nehmen lassen, so, das hochdeutsche System ist wieder aufgefahren, finde ich es einfach wie ein verschwendetes Leben. Und so möchte ich nicht von dieser Erde gehen. Ja. So. Viel Scheiß drauf, was andere sagen. Mach einfach, wenn es für dich richtig ist und du mit einer breiten Brust das präsentieren kannst, weil es zu dir gehört, dann mach einfach. Was es ist egal. Willst du mit 40 Fußballprofi werden? Bro, wenn es in deinem Herz drin ist, dann mach einfach. Klar, es klappt vielleicht nicht, aber du kannst nicht sagen, ich habe es nicht probiert. Hast du, einfach mal jetzt so Zwischenfrage, Thema Sterben, hast du Angst vor dem Sterben oder Angst vor dem Tod? Ich habe gar nicht Oder Angst hast vor du dem gar keine Sterben. Angst? Nein, null. Blöd gesagt, es wird mega Dings jetzt. Ich könnte morgen erfahren, ich stirbe in 2 Wochen. Was ist Holz, Bruder? Hä? Das ist Metall. Da. Dann ist es so, weißt du? Klar würde ich es nicht wählen. Ich lebe gern. Ich sag mal so, ich habe Angst, wenn ich stirb, dass meine Mutter oder andere Leute, die mich lieben, nachher nicht mehr gleich weiterleben können, wie wenn ich da wäre. So. Ich rede aber auch vielleicht so, weil ich kein Kind habe. Ich glaube, wenn ich ein Kind hätte, dann würde ich nicht so denken. Jetzt bin ich auch in einer Beziehung. Ich hatte, glaube schon jetzt ein bisschen mehr Angst, als wo ich Single war. Verstehst du? Meine Angst koppelt sich an Leute, die ich enttäuschen würde, Leute, die ich allein lassen würde und Leute, die ich mit schlechten Gedanken zurücklassen würde, als der Fakt, dass ich nicht mehr da bin. So hat vielleicht auch damit zu tun, wie ich das Leben gesehen. Also ich weiß nicht, was nach dem Tod ist, aber es hat so wie 2 Theorien. Entweder wir haben es einfach viel wichtiger genommen, als wir sind und wir sind einfach fucking nichts. Und es ist dann auch nichts nach dem Tod. Oder ich sage, es ist viel, viel komplexer, etwas, was unser Hirn sich gar nicht ausdenken kann, was nach dem Tod ist. Und ich rede jetzt nicht von Himmel und Hölle, ich rede jetzt nicht von Religionen, sondern dass unser Körper vielleicht nur eine Hülle ist und unsere Energie zu viel, viel mehr bestimmt ist, als wir eben mit unserem minimal funktionierenden Hirn können uns ausmalen. Darum ist es so, wenn es Zeit ist es Zeit, Bro. Und ich glaube, so, das ist schon so ein bisschen geschrieben. So. Also, es ist klar, wenn ich stirb und dann muss es einfach hin. Ja. Ich glaube, dort begleitet mich auch ein bisschen der Stoizismus, aber wenn es so ist es so. Du kannst aufgrund dessen nicht das steuern, wenn du jetzt irgendwie das nicht annimmst oder brüllst die ganze Zeit. Checkst schon klar, du kannst einfach daheim bleiben, wenn du jetzt Krebs hast, oder du kannst aktiv etwas machen dagegen, das ist etwas anderes, aber man muss Sachen einfach hinnehmen, wie sie sind, glaube ich. Ja. So. Ja, macht Sinn. Das war jetzt der Tipp. Wie immer mit dir. Was denkst du, ist deine grösste Angst? Oder vor was fürchtest du dich am meisten? Boah, es gibt ein paar Sachen. Aber ich glaube, so, von was ich mich am meisten würde fürchten, dass ich noch so etwas muss erleben wie mit der Leila.
Er ist schon im Spital. Ah, ja. Ich glaube, das ist heavy. Auch Möchtest so du... ja, es ist ja. Also jetzt ist alles gut. Sie hat ja genau jetzt vor einem Jahr hat sie Ringelröteln gehabt. Mhm. Das ist ein Virus, der bekannt ist, der aufs Herz greifen kann, also das Herz kann angreifen. Es ist auch beim Arzt, dann hat der Arzt gesagt, ja, eben Ringelröteln, jetzt kann man wieso nichts machen. Und dann hat er aber so aufs Herz geschlagen, dass ihr das Herz nicht mehr so geschafft hat, wie es sollte. Also eigentlich nur noch mit, was hat er gesagt, ich glaube 60%. Und das hat dazu gesorgt, dass das Blut nicht mehr so viel ins Herz pumpt hat. Der ganze Kreislauf. Und dann am 16. Das ist 17. April ist sie dann ins Spital und haben sie dort gerade ins Koma setzen. Weil ihr Herz nicht mehr so funktioniert hat. Dann hat es Herzrhythmusstörungen verursacht, dann ist sie an die Herz-Lungen-Maschine gekommen, 3 Tage. Und dann ist sie von der weggekommen, dann ist das Herz wieder besser gewesen. Es war so ein Auf und Ab. Und eigentlich ist das ein kleines Lebewesen, das nicht versteht, was abgeht. Und die sind als Vater wie die Hände gebunden, oder? Du kannst gar nicht machen. Ja, ey. Du kannst absolut nichts machen. Ja, voll. So. Und du musst Leute vertrauen, die du nicht kennst, Ärzte. Ja, so also ich kann Kontrolle nicht unbedingt den Ärzten per se vertrauen, ich kann der Medizin vertrauen. Ja. So. Ja, aber Medizin führt Ärzte durch. So. Also blöd gesagt, weißt du, nicht Ja. du vertraust ihnen, du hast Aber ihnen müssen die Kontrolle abgeben. Ja, also So. Kontrolle habe ich Ja. komplett abgeben. Genau, und ich glaube, das ist hure, also ich kann mir vorstellen, das ist hure, also ich kann es mir nicht vorstellen, aber mega schwierig, glaube als Vater die Rolle abzugeben und Das ist jemandem... schwierig, ja. Es ist sehr Ja, schwierig. das glaube ich dir, dass das deine größte Angst ist. So, auch wenn jetzt eigentlich eben, wir sind ja auch vor 2 Monaten oder im Januar, sind wir auch nochmal in die Dings gegangen, in die Kontrolle, das Dremli. Dann hat er gesagt, dass du in der Herz, also Herzwand, Herzwand, ja. dort eine Narbe gesehen, ist eigentlich wie klar gewesen, weil eben die Schläuche sind eingekommen, weißt, von der Herz-Lungen-Maschine, dort war auch der Virus gewesen, aber es ist eigentlich wie vorher, weißt. So. Hat die Erfahrung irgendetwas in dir geändert? Anbetracht aufs Leben, Anbetracht auf Ich Tochterbeziehung? weiß eben nicht, ob das der Grund, also Mitgrund ist, wieso ich ihr alles gebe. Ja. Eben, weißt du. Und ich finde einfach nochmal wichtig zum Nachhaken, man kann in einer Gruppe so etwas besprechen, oder? Ich meine, das ist jetzt kein Tipp an dich, ich weiß wie du bist. Aber nur weil ein anderer etwas so sieht, kannst du das nicht 1:1 auf dein Leben adaptieren. Ja, ja. Das habe ich wieder Psychiatrie gelernt, oder? Ein Schizophrener hat nicht die gleichen Probleme wie ein anderer Schizophrener. Ja, So, die Umstände machen immer die Musik so. Und darum eben, es ist immer schön, sich auszutauschen, aber jemand, der dich verstehen kann, ist jemand, der 1:1 das Gleiche wie du durchgemacht hat. So, und das ist halt selten zu finden, oder? Ja. Also du bist auch mal ins Spital gekommen dort? Ja, wo ich es erfahren habe, bin ich gerade gekommen mit Der Lift Ziggis. geht auf und einfach... Ich bin gekommen mit Wie bist du Ziggis. dort aufgekommen? Es war 1 am Es Morgen? war 1 am Morgen, Bro. Ich habe das gehört. Und also, ehrlich, wie du gesagt hast vorher, was meine größte Stärke ist, ich habe mich versucht, in dich hineinversetzen und ich einfach für dich da sein. Ja. Und dann bin ich gekommen mit Ziggy, glaube Red Bull, oder ich habe dich Ziggy noch und gefragt, Red Bull, was ja. du brauchst. Habe auch gesagt, soll ich dort sein? Weil es ist auch so, du willst dich nicht aufzwingen, weißt du, hast selber Probleme. Aber ich habe gedacht, vielleicht hilft es dir, wenn man einfach 1-2 Stunden raussteppen kannst, ein bisschen Energie tanken kannst und dann wieder dort reingehst, oder? Und eben, für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, dass ich dort gekommen bin. Und ja, das Mindeste eigentlich, so, was man machen kann. Aber, ja, also eben abgesehen auch vom Tod vom Kind oder Tod, weißt du, ich glaube, das ist so das, was ich am meisten Ja, fürchte. Ja. glaube ich. Also fair. Ja. Richtig fair. Bro, ich stecke schnell das Zeugs da an. Hallo. Ready? I'm ready. If you want it, I got it. Based on what you learned about me, what book would you recommend I read? Aufgrund dessen, wie du
mich kennengelernt hast oder was du über mich erfahren hast, welches Buch würdest du mir raten? Bist du überhaupt ein Buchleser? Ich kenne 2 Biografien und The Secret. The Secret? Das ist so ein Buch, wo irgendwie dir hilft, zum, weißt, so Mindset-mäßig. Okay. So, ich kann mich nur noch mit Büchern wie. Okay. Kann ich dir ein Buch... Mir ist mal ein Buch empfohlen worden, der Alchemist oder so. Okay, ja. Also ich habe es nicht gelesen, aber ist es mega... Ich sträube mich vor so Büchern lesen, mega dumm eigentlich, wo jetzt voll gehypt sind, wo jetzt jeder liest. Mir muss das nicht... Ich habe noch nie ein Buch gelesen, Bibi. Ah, was? Schau, ich tue dir ein Buch empfehlen. Ich habe gestern mit dem Erik telefoniert. Unser Erik, CDG Erik. So einfach so Deep Talk. Er hat ein bisschen erzählt, ich habe ein bisschen erzählt. Und dann haben wir auch über Bücher gehabt. Und ich habe ihm gesagt, Bro, schau, das Buch, das meinen Charakter in den letzten paar Jahren mega geformt hat, ist, oder wo mir geholfen hat, meinen Charakter zu formen, nennen wir es so, ist Seneca Briefe an Lucilius. Und das ist auch geil für Leute, die nicht so gerne lesen, weil es ist nicht so ein Buch, Bro, du musst es wie fertig bringen. Es ist so kleine Abschnitte, kleine Briefe drin. Ab und zu sind es nur 2 Seiten, ab und zu sind es 6 Seiten. Und du liest es, tust es zu und liest nicht mehr den nächsten Kapitel, weil es löst so viel in dir aus, dass du das, was du gelesen hast, automatisch adaptierst auf dein Leben und dann so Rückschlüsse ziehst. Und eigentlich ist das Thema auch wieder Stoizismus. Versuch nicht, deine Energie zu verschwenden an Sachen, die du nicht ändern kannst. Versuch, die Vergangenheit in der Vergangenheit zu lassen. Versuch, einfach im Hier und Jetzt zu sein. Und das, was dir passiert, ist dich nicht dafür selber verantwortlich machen, Ja. sondern dass da höhere Macht vielleicht spielt, wo du noch keine Ahnung hast oder du auch nicht verstehen musst. Ja. So. Und das Buch würde ich jedem, nicht dir jetzt, weil ich denke, oh mein Gott, du bist voll gestört, liest das hilft dir gar nicht wegen dem. Ich finde es eine mega Bereicherung für mich gewesen. Und das kannst du so in die Ferien mitnehmen. Wenn du mal im Bus bist, schnell 10 Minuten lesen, wieder Wie heisst? zuklappen. Ich schreibe es mal auf. Seneca mit C. Das ist Mit K, oder? C. Was ist gerade gesagt? Nein, Seneca. Seneca. Also S. Ah, so. Sorry, ja, ich habe es falsch gesagt. Seneca. Seneca mit C. Dann Briefe an Lucilius. Und das ist, finde ich, jeder, der sich vielleicht noch nicht damit beschäftigt hat oder so, ein mega game-changing Point. Man muss natürlich auch die Offenheit haben, etwas zu verändern. Wenn du sagst, ich bin schon perfekt, wie ich bin, jetzt lese ich das Scheißbuch, dann ist es so ein bisschen, dann lass liegen, Bro, weißt. Aber ich meine, da liegt auch das Buch. Der tägliche Stoiker. Stoizismus ist etwas von der alten römischen Zeit, wo, wenn du es liest, du denkst, shit, das sind Sachen, die vor mehreren Jahren irgendwie in die Welt gerufen worden sind und immer noch so Bestand haben in der heutigen Gesellschaft, in der heutigen Welt. Wichtig und richtig. Tun zu noch notieren. Aufschreiben. Was über mich ist am schwierigsten zum Verstehen gewesen? Dort, wo du so zugemacht hast, Bro. Ich glaube, das war schon die einzige Zeit, wo also negativ nicht, aber anders war als all die anderen Erfahrungen, die wir sonst miteinander haben. So, weißt wie war nochmal der Wortlaut? Ja, genau. Schwierig zu verstehen. Nicht falsch, sondern schwierig zu verstehen. Wieso? Weil ich nicht die Sachen durchgemacht habe wie du. Bro. Es ist gar kein Vorwurf, sondern ich bin eben so mega, ich versuche mich reinzuversetzen in jemanden. Weißt, ich habe es vorher gesagt, das ist vielleicht auch meinem Job geschuldet. Und amigs kann ich es nicht. Und dann ärgert es mich. Obwohl es eigentlich klar ist, weil ich habe nicht die gleichen Erfahrungen wie du gemacht. Und dann komme ich so ins Rütteln und ich versuche dich zu verstehen, aber ich kann nicht. Du machst zu, ich kann nicht mit dir reden, aber eigentlich will ich dich wie verstehen. Ja, das will ich jetzt sagen. Ohne das irgendwie zu werten, ob es gut oder schlecht ist. Ja. Macht das Sinn? Macht Sinn, ja. Willst du etwas dazu sagen, oder? Lasse diese.
Scheißfrage. Was denkst du, ist meine Charaktereigenschaft, die mich definiert, die mich ausmacht? Es gibt ein paar. Sag mir so wie würdest du mich in 3 Wörtern beschreiben? Voll Fishing Du Compliments. hast, du hast eine emotionale Intelligenz. Auf 3 definieren ist schwierig, Bruder. Sonst kannst du einfach auch 2 raushauen oder 10, was dir einfacher fällt. Empathie. Wertschätzend gegenüber einem Menschen. Kannst du auch negative Sachen sagen? Ich bin ja am Suchen. So ein Wichser. So einfach kommst du mir nicht davon. Spill, Bro. Boah, negativ. Das Ding ist, bei Leuten, die ich gerne habe, finde ich keine negative Sachen. Weil, auch wenn es gibt, ich brenne sie wahrscheinlich aus, bis ich etwas selber, also weißt, bis du mir Unrecht tust. Vielleicht. Okay, Weißt du, was ich meine? ja. So, und dann sage ich, du Arschloch, du hast ja negativ. Und die merke ich mir aber für immer. Und dann sage ich, du musst nicht wieder so sein wie damals. Okay. So, darum, ja. Okay. Ja. Ist gut. Hoffentlich kommt es nicht dazu und wenn ja, dann lass es mich wissen. Was denkst du, was ist meine Superpower? Deine Superpower. Bro, ist auch deine gesellschaftliche Ader, deine soziale Ader. Das ist, glaube ich, deine Superkraft. Und es ist so eine Superkraft, weil eben, man würde es dir nicht vielleicht geben. Gerade, wenn man dich sieht. Ja. Und darum kann man das schon als Superkraft, finde ich, deuten. Wie definiert man eine Superkraft? Superkraft, finde ich, ist etwas, das nicht jeder hat, wo vielleicht eine Seltenheit ist. Es muss nicht fliegen oder teleportieren sein oder so etwas. Das ist eigentlich eine Superkraft, finde ich. Aber so im Menschlichen finde ich es etwas, das raussticht, das nicht jeder Mensch hat und beneidenswert ist, weil das wahrscheinlich viele Menschen haben wollen. Das würde ich jetzt als Superkraft definieren. Und bei dir ist es, du bist gesellschaftlich, du bist lustig, du kannst schnell connecten, du findest schnell einen Matching Point mit jemandem. Matching Point ist Englisch für Gemeinsamkeit. Spaß. Das ist jetzt auch etwas, was ich sage. Der kommt auf die rechte Seite. Ja, Besserwisser ist. Das kannst du draufschreiben, das sagen mir noch ein paar Leute. Ja. Das würde ich als Superkraft definieren. Okay. Was du jetzt vielleicht bei mir, meine emotionale Intelligenz siehst, ist das bei dir, finde ich. So. Ja. Also du bist auch emotional intelligent. So. Verstehe mich nicht falsch. Nein. What do I need to hear right now? Was muss ich jetzt in diesem Moment hören? Jetzt gerade von mir. Ja, anscheinend. Danke, dass es dich gibt, Bruder. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass es dich gibt. Was würdest du sagen, was ist der Grund, wieso wir closer geworden sind? Weil wir, glaube ich, unbewusst, ohne das jetzt zu nennen, was es ist, Bedürfnisse, die wir hatten an einer Freundschaft, gegenseitig gerade haben können abdecken. Du bei mir etwas, ich bei dir etwas, wo wir zu einer Zeit uns kennenlernen gefunden haben, wo wir das, glaub, beide nötig hatten. Du meine Eigenschaften und ich deine Eigenschaften. Und darum sind wir, glaube ich. Darum sage ich auch, ein paar Sachen sind geschrieben, Bro. Ein paar Sachen sind so, wie sie sind, weil es so muss sein. Weil du mir hilfst, unterbewusst vielleicht weiterzukommen im Leben mit meinem Charakter und ich dir hilf, weiterzukommen. So, ein paar Leute sagen mir ja, es sind Prüfung, ein paar Leute sind ein Geschenk, ein paar Leute sind eine Strafe. So. Und ich glaube, das ist so etwas, was wir beide gebraucht haben. Fix. Ja. Ich würde sagen, wir machen noch eine Frage. Ja. Und dann nehmen wir vielleicht die nächste Folge auf oder vielleicht sind wir erschlagen und chillen einfach. Ja. Boah, nein, die wollte ich schon gar nicht vorlesen.
Das ist ein Roman, Bruder. Ich schwör's dir, Mann. What has this conversation taught you about yourself? Was hat das Gespräch jetzt vielleicht dir über dich selber offenbart? Oder? Bruder, immer wenn ich bei dir da rauslaufe, ob jetzt hier bei der Wohnung oder da ist, Bruder, es ist wie, ich reflektiere nachher. Okay, so ein Therapiesitzung. Es ist wie halt so schnell, ja, Therapie wie jetzt reden wir. Jetzt therapieren wir. Ein neues Format, bald erhältlich. Ja. Okay, schön, Bro, freut mich. Was denkst du, ist das perfekte Geschenk für mich? Das perfekte Geschenk für den Leroy, das ist jetzt nicht so deep, aber wenn man ihn kennt, schon deep, sind Schuhe, die er hat wollte, aber nicht bekommen hat. Am besten in jeder Farbe, die es gibt. Bruder, du hast immer neue Schuhe an, Mann. Ich habe dich etwa 100 Mal gesehen, du hast 100 Mal neue Schuhe an, Mann. Stimmt's? Das ist ein perfektes Geschenk. Du Arschloch. Ist doch gut, Mann, als Arschloch. Ist doch schön. Ist ein Hobby, was auch immer. Ich weiss nicht mal, ob es so eine Sucht ist, Bro. Ja, es ist eine Sucht, Bro. Ich habe letztes Mal die Folge geschaut, die du repostet hast. Irgendwie hat es mich Wunder gehabt. Bin ich nicht mehr rausgekommen von dieser Folge. Really? Mann und Dating. Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, man. Fuck. Aber dort reden wir auch über Schuhe. Und du sagst, du hast etwa 140 Paar Schuhe. Und das macht auch Sinn, dass ich dich 100 Mal gesehen habe und 100, und du 100 neue Schuhe immer angehabt hast. Ja, ich habe es sogar, glaube ich, noch mehr. Ich habe, glaube ich, hier im Keller noch 6 Schuhschachteln aufgenommen. Stark. Mit neuen Schuhen, die ich damals mal gekauft habe. Kannst du das unterschreiben, so das Sucht? Geschenk? Nein, Das ist Geschenk? das. Geschenk. Schuhe sind immer schön. Oder? Was hast du für Schuhgröße, falls ja. Es kommt nicht auf die Schuhe drauf an, aber zwischen 44,5 und 45. Okay. Ja, je nach Schuhschnitt ist 44. Ja, aber bei mir ist es auch so. Ich habe zum Beispiel jetzt bei denen habe ich es 44. Dann ist es 44. Aber ja. bei Vans habe ich es 43 zum Beispiel. Na gut, aber der Vans geht auch noch hure auseinander. Ja, vielleicht wegen dem. Aber ja, also falls ihr am Leroy ein Geschenk machen wollt, was schwierig ist, weil er hat schon fast jede Schuhe, das wäre seine Schuhgröße. Mit diesen Worten verabschieden wir euch bei euch mit dem Wort. Jetzt der Slogan. Jetzt den musst du raushauen, Bro. Der Slogan von meinem Podcast. Bruder, ich schwör's dir, jedes Mal verhänge ich ihn, Bro. Schau, der Leroy, das ist auch eine negative Lernen wir Eigenschaft. voneinander und lachen miteinander. Danke Weil ich ihn letztes Mal verkackt habe, weiss ich nicht. Lernen wir voneinander, lachen wir miteinander. Ciao zusammen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.